Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, ich habe ja gesagt, so nach dem Barcelona-Spiel können wir dann mal anfangen und so ein erstes Fazit ziehen und ja, mal gucken, wie weit wir sind, was sich geändert hat und so weiter und so fort und so ein bisschen meine Einschätzung. Und das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Natürlich, ein Tag nach dem Barca-Debakel, schwingt das natürlich ein bisschen mit und eigentlich müsste man jetzt sagen, komm, wir warten nochmal 2, 3 Spiele, auch aufgrund der Pablo-Verletzung, bis sich das so weiterentwickelt. Aber ja, wir bewerten jetzt mal die Anfangsphase unter Vincent Kompany. Fangen wir an, vielleicht mit den nackten Zahlen, wen es interessiert. Ja, ist ja, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Gehen wir mal rein. Also, erster Spieltag 3:2 in Wolfsburg gewonnen, ein bisschen holprig reingekommen in das Spiel, ne? Aber am Ende verdient gewonnen. Dann 2:0 gegen Freiburg, wo wir ein bisschen konstruktiver, ein bisschen defensiver agiert hatten. Dann das 6:1 in Kiel, ja. Dann das 9:2 gegen Zagreb, das 5:0 in Bremen, was ein sehr starkes Spiel war. Dann das 1:1 gegen Leverkusen, was trotz des Ergebnisses ein sehr, sehr starkes Spiel von unserer Seite war. Dann die 1:0 Niederlage bei Aston Villa, wo es ein durchschnittliches Spiel von uns war. Das 3:3 in Frankfurt. Was man kritisch sehen muss, die Tore zu einfach hergeschenkt. Erst recht in der Nachspielzeit, ja, das war eine Farce. Dann hat man daraus gelernt eigentlich gegen Stuttgart, ja, was ein sehr, sehr gutes Spiel war, gerade zweite Halbzeit, aber erste Halbzeit waren wir auch ein bisschen defensiver, haben eine Absicherung mehr eingebaut. Ja, dann dachte man, jo, alles gut, wir sind auf einem guten Weg und dann spielen wir gegen Barcelona und sind wieder so super naiv wie gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Obwohl die Absicherung Josua Kimmich gegen Barca da war und so weiter, aber wir wollen jetzt nicht wieder in die Analyse zu Barca gehen, das können wir gerne im Stream am Montag machen. Jetzt steht der VfL Bochum vor der Tür, ja, die einen ganz schweren Start haben. Sollte man nachher auch rein auf Papier auf jeden Fall sich rehabilitieren können und das Spiel deutlich gewinnen. Dann in Mainz, das wird mit Sicherheit nicht leicht im DFB-Pokal. Dann zu Hause gegen Union und Benfica. Das wird auch nicht so angenehm, denke ich. Beides sehr defensiv starke Gegner. Joa. Dann hast du Pauli, Augsburg, dann hast du Paris und BVB. Ja. Also es wird nicht langweilig werden. Ja, werfen wir einen Blick auf die Tabelle auch gerne mal, ja, in der ersten Liga, bevor die ganzen Leute rumkommen und rumkritisieren. 7 Spiele, 24:7 Tore, ja, 17 Punkte, 5 Siege, 2 Unentschieden. Sind wir völlig fein. DFB-Pokal, easy peasy weiter. Champions League sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ja. Sind wir wahrscheinlich jetzt die schlechteste deutsche Mannschaft. Ja, 23. Ist noch eine doch, Leipzig ist noch hinter uns. Wow, Leipzig hat noch gar keinen Punkt. Das ist ja auch wild. Okay. Also, in der Champions League, ja, ist in meinen Augen auch noch alles gut. Willst du unter die ersten 8 kommen, musst du ab jetzt jedes Spiel gewinnen. Ansonsten, ja, wenn du gegen Paris oder Benfica oder sowas noch Punkte lässt, dann musst du dich damit zufrieden geben, unter die ersten 24 zu kommen und in den Playoffs zu spielen. Und ich nehme mal hier die Barca-Logos raus, hier haben wir nichts mehr zu suchen. Gut, so viel mal zu den nackten Fakten. Ja, Bundesliga sehr gut reingestartet, Champions League schlecht reingestartet, 2-mal auswärts verloren. Generell haben wir, wenn wir spielen, eher Auswärtsprobleme wie zu Hause. Ja, wenn man sich die Ergebnisse so anschaut. Wenn wir gucken, dass der einzigste andere Spieler im Gegensatz zu den letzten 1, 2 Saisons Michael ist, dann muss man sagen, Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor Vincent Kompany, dass er die Mannschaft nochmal wachgerüttelt hat, ja, dass das in der Mannschaft drinsteckt, hat die Mannschaft ja schon Jahre vorher bewiesen, aber sie war jetzt 2,5 Jahre in so einem Trott drinne, der super negativ war. Vincent Kompany hat es geschafft, wieder eine Mannschaft zu formen, ja, man hat wieder das Gefühl, es ist eine Mannschaft auf dem Feld. Barca zweite Halbzeit können wir ein bisschen streiten, ja, war das erste Mal, dass man wieder so ein bisschen die Egomanen gesehen hat, fand ich. Aber ansonsten bisher, man sieht, es ist eine Mannschaft auf dem Feld, ja.
Vincent Kompany hat es auch hingekriegt, Upa und Min-Jae auf jeden Fall das Selbstvertrauen zu geben, was sie benötigen. Ich habe da nicht mit gerechnet, dass das überhaupt noch möglich ist, ne? Die beiden gleichzeitig mit so stabilen Leistungen wie beispielsweise gegen Stuttgart oder Leverkusen. Auswärts scheint es ein bisschen schlechter zu laufen, wenn man sich das anguckt, obwohl bei Aston Villa war die Leistung eigentlich auch okay. Dass nicht alles jetzt schon bam funzen kann, ist doch klar. Leute, guckt euch meine Vorhersage für die Saison an. Dass wir überhaupt so gut dastehen, ist eigentlich schon ein Wunder meiner Meinung nach. Ja? Weil nochmal, es sind, abgesehen von einem Spieler, 1:1 dieselben Spieler wie die letzten Jahre. Ja? Und wenn ihr da mal den Fußball vergleicht, den wir spielen, nehmen wir das Spiel mal mit Barca mal ein bisschen an die Seite. Das war das erste schlechte Spiel, ja. War es wirklich schlechtes Spiel, gerade zweite Halbzeit war es wirklich schlecht. Ansonsten habe ich nur gute Spiele von unserer Mannschaft gesehen. Ja, mal einen Tacken besser, mal einen Tacken schlechter, aber das waren alles gute Spiele. Das waren alles Spiele, wo wir wollten, wo wir da waren, wo wir dominiert haben, wo wir offensiven Fußball gezeigt haben. Ja, na klar, kann man kritisieren. Nochmal, die einfachen Gegentore gegen Frankfurt, gegen Barcelona. Das ist dieser Spielweise geschuldet. Muss man diese Spielweise anpassen? Ja. Ja. Muss man die Spielweise komplett verändern? Nein. Ja. Das ist eine Spielweise, die zu dieser Mannschaft passt. Und das muss man durchziehen, ja. Dass das eine holprige Anfangsphase wird, war klar. Dabei ist sie gar nicht so holprig, ja. Wir haben gegen 2 gute Mannschaften auswärts in der Champions League verloren. Also über was reden wir, ja. Jeder, der irgendwie gedacht hat, wir marschieren durch die Champions League oder sonst was oder vom Finale da home träumt, ja, das ist dann ein Träumer, weil er träumt. Ja. Wenn man ein bisschen realistisch ist, weiß man, dass da gehört so viel Glück und alles dazu, ja. Und wichtig ist, dass wir eine Entwicklung sehen in dieser Mannschaft und dass die Entwicklung weitergeht. Und dann können wir doch mal zur Rückrunde schauen, ja, hat die Mannschaft sich weiterentwickelt, hat die Mannschaft sich nicht weiterentwickelt? Und darin können wir dann Kompanie messen, ja. Also ich gehe nicht mit in die Kerbe rein, wie jetzt viele so, ja, der muss jetzt unbedingt die Spielweise ändern, das ist super riskant, hat man jetzt gegen Barca gesehen, hat man gegen Frankfurt gesehen. Nee, sehe ich nicht. Wenn man dann die Statistik vor dem Barcelona-Spiel gesehen hat, dass wir europaweit die Mannschaft sind, die am wenigsten Torschüsse zugelassen hat oder Torchancen zugelassen hat, ja, dann spricht das Bände. Ja. Wir haben halt gerade das Problem, dass wir keinen Torwart mehr im Tor haben, der irgendwie mal einen Ball hält, der aufs Tor kommt. Sei mal dahingestellt. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem, was wir gerade haben, dass jeder Schuss ein Treffer ist, der auf unser Tor kommt. Ansonsten würde das vielleicht auch ein bisschen anders aussehen. Aber ansonsten, ich persönlich bin super zufrieden mit dieser Anfangsphase. Ich gehe auch nicht mit, dass man sagt, ja, gegen große Gegner geht das nicht. Wir haben Leverkusen, ja, ob Leverkusen das jetzt wollte oder nicht, sei mal dahingestellt. Haben die einen Torschuss gehabt. Ja. Stuttgart wollte mit Sicherheit nicht so agieren, wie sie agiert haben, ja, sondern wurden dominiert von uns. Also da hat man ja gesehen, wohin die Reise geht. Ja, das sind auch beide Champions League Teilnehmer. Dazu Aston Villa auswärts war ein ordentliches Spiel, ist auch kein einfacher Gegner. Ja, wie gesagt, Barcelona war jetzt das erste Negativerlebnis. Aber nochmal, ich persönlich bin zufrieden. Ich sehe endlich wieder vernünftigen Fußball. Ich sehe schöne Spiele. Mir persönlich gefällt das. Natürlich musst du das defensiv ein bisschen anpassen. Ja. Du kannst nicht so naiv sein wie in Frankfurt in der Nachspielzeit den Sieg herschenken. Das ist Schülermannschaftsniveau. Und so naiv dann in Barcelona aufzutreten, beziehungsweise das heißt naiv. So seine eigene Philosophie durchzudrücken, ist völlig fein. Man hätte dann aber die richtigen Spieler auf den richtigen Positionen setzen müssen. Das ist eine Sache, wo wir Vincent Kompany auf jeden Fall kritisieren können. Ja. Natürlich kannst du Vincent Kompany auch kritisieren, dass er an gewissen Spielern festhält, was bei Min-Jae ja geklappt hat, wo wir kritisiert hatten. Klappt beim Koman so gar nicht. Weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich der Sache geschuldet, dass da Spieler sind, die eigentlich gar nicht mehr beim FC Bayern sein sollen.
Ich weiß nicht, vielleicht möchte man das fürs Mannschaftsklima tun, dass man das da nicht vergiftet oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. So, das ist so das Einzige, was wir aktuell kritisieren können an Vincent Kompany, denke ich, ja. Dass man es nicht ganz nachvollziehen kann. Er hat gesagt, so, es geht nach Leistung, Leistungsprinzip, Blasülz. Und dann tut man das auch so mittel. Ne? Wie gesagt, da 5-mal hintereinander einen Coman einzuwechseln, das ist eine Katastrophe. Ja, dann hat er einen Glücksschuss gehabt gegen Stuttgart und dann war es gegen Barcelona wieder eine Katastrophe. Also eigentlich kannst du diesen Spieler nicht mehr einwechseln. Ja, sorry. Da müssen jetzt andere Spieler ihre Chancen bekommen. Also, dass man dann Tell einfach komplett weglässt, obwohl, ja, der auch schlechte Spiele gemacht hat, ja. Es kann aber nicht sein, dass man dann ein Commander durchzieht über 6 Spiele und ein Tell, weil er 2 schlechte Einsätze hatte, dann komplett weglässt. Ja, das geht nicht. Genauso das Thema Aznu, dass man Aznu ja, eine Vorbereitung da so pusht und so weiter. Der ist mit Sicherheit ein hochtalentierter Spieler. Warum baut man den nicht ein? Na, warum setzt man auf einer Alfonso Davies, der den Verein verlassen möchte? Auch wenn er Alfonso Davies natürlich besser gemacht hat wieder, ja, keine Frage. Aber das sind so die Sachen, wo man mit Sicherheit drüber diskutieren kann, ja. Natürlich kann man auch drüber diskutieren, ob das richtig ist, wie die Innenverteidiger agieren. Ja, das hat man gegen Barca gesehen, dass es nicht richtig ist in diesen Spielen, wenn sich ein Innenverteidiger bis 20 Meter in die gegnerische Hälfte herausziehen lässt, weil wir 1 gegen 1 in Manndeckung spielen. Alles gut, da muss da eine Absicherung stehen, aber die Absicherung kann dann nicht Joshua Kimmich heißen. Ja? Und schon gar nicht, wenn wir einen Joe Palhinha auf dem Feld haben. Dann muss der da stehen und er muss die Absicherung sein. Ja? Das können wir kritisieren, definitiv. Und da bin ich sehr gespannt, wie das in den kommenden Spielen weitergeht. Ob wir wieder diese spielerische Klasse kriegen. Man hat klar gesehen, dass ein Pavlovic fehlt jetzt. Ja, ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen bin ich mit dem Start zufrieden. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut reinkommen. Habe ich gesagt, dass wir Zeit brauchen. Dass es dann so wenig Wechsel sind in dieser Mannschaft, dass man wieder den gleichen Trotz behalten hat, das ist ein bisschen schade, definitiv. Ja, da kann aber Vinny relativ wenig für. Er versucht das da jetzt alles zu moderieren, irgendwie alles beisammen zu halten, das Teamgefühl da zu behalten, wahrscheinlich deswegen auch die Einwechslung von King andauernd und so weiter. Ja, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Ja, es ist ganz schwer einzuschätzen. Es ist ein sehr fragiles Gebilde, wie man sieht. Ja, wenn unsere Innenverteidiger keinen guten Tag haben, kannst du das System schon abschreiben. Ja, dann wirst du ein Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen. Es sei denn, die Stürmer haben einen super Sahnetag und schießen halt ein mehr, wie du hinten kriegst. Ja, ich gehe mit. Das ist gegen Top-Mannschaften, die es offensiv dann oder schnell umgeschalten haben, schlecht aussah. Nehmen wir Frankfurt und Barcelona. Das ist aber das Einzige. Ja. Also Leverkusen, Stuttgart, das ist die eine offensive Qualität haben, die auch überragend ist, haben wir super im Griff gehabt. Dazu haben wir gegen Essen Villa jetzt auch nicht so viel zugelassen. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Aber ja, in diesen beiden Spielen waren wir zu naiv. Ja, obwohl gegen Barca eigentlich schon eine Absicherung da war, die hat einfach nicht funktioniert. Ja. Und da muss jetzt ein Vinny die richtigen Lehren draus ziehen. Ne? Er muss jetzt halt anfangen, Palhinha da hinten zu integrieren und nicht einen Joshua Kimmich. Der kann gerne eine Posi weiter vorne spielen oder wenn er unbedingt da hinten in der letzten Reihe rumtingeln will, dann muss er halt als Rechtsverteidiger spielen. Ja? Ganz einfache Kiste. Klar, gegen Gegner wie jetzt Bochum wird das wahrscheinlich keine Rolle spielen, ja? Wird das nicht auffallen. Aber wenn dann Gegner wie Frankfurt, wie Barca da sind, die super schnell umschalten und das knallhart ausnutzen, dann sieht man halt, was da Phase ist. Ja? Und das kann man kritisieren, das kann man den Trainer auch vorhalten. Genauso die Sache, dass wir nicht wirklich einen Plan B haben. Ja? Aber nochmal, da gehe ich mit, wir müssen dem Vinny auch mal die Zeit geben. Ja? Er muss halt erstmal Plan A einschärfen. Ja, wenn Plan A
drinne ist und funktioniert, dann kann man halt anfangen, Plan B und C einzuschleifen, ja. Von daher verstehe ich das schon. Aber natürlich kann man das aktuell kritisieren, ja, dass wir keine weitere Spielidee haben, außer diese Spielidee aktuell. Ich würde mir schon vorstellen, ab und wann vielleicht mal eine zweite Spitze zu bringen. Ab und wann vielleicht auch mal Harry Kane dann von Anfang an mal 20 Meter tiefer stehen lassen und vorne einen Stürmer drinne, mit Matistel zum Beispiel. Oder wenn man dann so ein Spiel hat wie gegen Barca, wo man sieht, boah, die erste Viertelstunde, boah, da sind Räume ohne Ende, aber ich habe keinen schnellen Spieler in der Zentrale auf dem Feld, dann da muss man reagieren, ja, meiner Meinung nach. Da muss man einfach was umstellen oder man muss zur Not auch echt einen Wechsel bringen, ja. Das ist vielleicht noch ein Thema, was man vielleicht kritisieren könnte, wenn man das Haar in der Suppe suchen möchte, dass teilweise die Wechsel wirklich schlecht waren zur falschen Zeit und die falsche Entscheidung getroffen wurde. Aber ja, da hat ein Trainer mal das glücklichere Händchen, mal mehr, mal weniger, ne? Ansonsten gibt es relativ wenig zu kritisieren, ja, das muss ich mal ganz klar sagen. Und die ganzen Leute, die immer das Haar in der Suppe suchen, ja, die haben natürlich jetzt Bestätigungen, die gehen jetzt wahrscheinlich wieder völlig steil, wieder nach dem Spiel gegen Barcelona, weil das wirklich ein schlechtes Spiel war. Ich bin der Meinung, man sollte nicht alles in Frage stellen. Man sollte den Weg weitergehen. Natürlich muss man hinten das ein bisschen anpassen, ja. Das steht ja außer Frage. Ja, wir haben aber aktuell auch keine Alternativen. Außer zu sagen, wir ziehen ein paar Linien da hinten rein, wo ich definitiv dafür bin. Ansonsten müssen wir auf Ito und Stani warten, dann haben wir Alternativen. Vielleicht gehen wir dann auf einer Dreierkette hinten, ja. Wir werden es sehen. I don't know, ich bin sehr gespannt, was sich dann vielleicht verändern wird da hinten. Aktuell sind wir super abhängig von den Innenverteidigern. Wie gesagt, man hat gesehen, dass Kompany schon was angepasst hat gegen Stuttgart, dass ein Davis schnell in den Raum gegangen ist, in die Zentrale. Jetzt gegen Barcelona hat man versucht, dass ein Kimmich da mehr in der Zentrale steht, was leider Totalausfall war. Also es ist nicht so, dass ein Vinny nicht irgendwelche Feinheiten dreht, ja. Und da muss man einfach mal abwarten. Ne, da hat er noch nicht die Paradelösung gefunden. Ich bin gespannt. Wir werden da mit Sicherheit noch ein, zwei Dinge sehen. Da bin ich super zufrieden. Und ja, also jeder, der gedacht hat, diese Saison wird irgendwie ein Durchmarsch, wir spielen um Triple oder sonst was, der ist halt einfach ein Träumer. Ja. Wir sehen das, ein King, ein Gnabry, ein Sané, was soll sich da groß ändern? Ja, Gnabry hat einen guten Saisonstart gehabt und die Formkurve geht jetzt auch schon wieder in die Richtung. Ja, defensiv ist er stark, jo, alles gut. Er ist aber ein Offensivspieler. Ja, also sollte man auch eine oder andere Offensivaktion sehen. Ja, er hat dann gegen Barca diese eine Offensivaktion gehabt, das war's aber auch. Ja, also von daher, und das kannst du halt durchgehen. Ja, der eine oder andere Spieler. Wir haben aber auch ein bisschen Verletzungspech wieder, ne, das mit Musiala, jetzt mit dem Pavlo und so weiter. Aber das gehört dazu, ne, und das wird man jetzt sehen. Ich denke, wir haben jetzt eine Phase. Also, fassen wir es zusammen. Aus meiner Sicht ein guter Start. Ja, klar, Ergebnis Krise. Jetzt das schlechte Spiel gegen Barca. Passiert, ja. Ich hatte das Gefühl, die Mannschaft war nicht richtig da, war nicht richtig fit. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht doch zu viele Spiele, ja, alles Nationalspieler, die haben jetzt, was weiß ich, 3, 4, 800 englische Wochen gehabt. Das, was nachrückt, bringt die Leistung nicht wirklich. Ja, das wäre eine Sache, die man kritisieren kann. Ja. Weiß ich nicht. Ne? Wenn man was kritisieren möchte, ist das mit Sicherheit was man kritisieren kann. Vielleicht hätte man schon mehr changen sollen, mehr durchwechseln sollen, mehr rotieren sollen, dass mehr Spieler mit eingespielt sind. Ja, da so ein paar Linien hätte man vielleicht immer mal eine halbe Stunde geben sollen. So Matistel mal für Harry Kane mal eine halbe Stündchen, dass er ein bisschen in Spiel ist. Kann man im Nachhinein immer leicht kritisieren, da kann man immer klug scheißen. Ne? Ansonsten, ja, wir werden sehen. Wir müssen jetzt halt wieder in die Spur kommen und dann ist doch alles fein. Ja, da müssen wir in der Champions League jetzt mal langsam anfangen zu liefern in den Heimspielen und dann natürlich auch auswärts. Und dann sieht doch alles rosig aus. Es kann nicht alles direkt funktionieren. Ja, ein neuer Trainer braucht Zeit. Es sind gewisse Umstellungen da. Ein neuer Trainer hält an anderen Spielern fest und so weiter und so fort. Das dauert halt alles. Ja. Aber erinnert euch mal zurück, was wir die letzten 2,5 Jahre für Fußball gesehen haben und was wir jetzt gerade sehen. Ja.
Ja, da sind die Vorstellungen auch unterschiedlich. Einer ist der sich gerne so 'n Fußball anguckt und nicht so 'n super taktisches 1:0. Das mag auch jeder anders sehen, das ist auch völlig fein. Für mich ist das grade gut, ist schön. Ich hoffe, Vinny hält an seiner Spielidee fest, weil die passt auf jeden Fall zu dieser Mannschaft. Er muss halt lernen, die Spieler auf die richtigen Positionen einzusetzen. Ja, so 'n Palhinha auf der Achterposition ist völliger Schwachsinn in meinen Augen. Conny Laimer als Rechtsverteidiger ist Schwachsinn. Ähm Ja, er muss da die richtige den richtigen Weg finden, die richtige Balance. Er muss auch mal lernen, dann Kimmich auch mal zu dirigieren, ne, und ihn nicht machen lassen, was er will. Auch wenn Kimmich bis zum Barca-Spiel wirklich stark war. Aber da hat man dann gesehen, gegen die großen Mannschaften kann er nicht den Sechser da geben oder den Libero oder was auch immer das da gegen Barcelona teilweise war. Das funzt halt einfach nicht. Ja, das kann ein Kimmich. Ähm, noch mal, das fällt in der Bundesliga gegen die normalen Gegner nicht wirklich auf. Aber gut, Pavlo war auch nicht da, Ausfall, Palhinha nicht wirklich im Team eingespielt. Das ist ja, was ich gerade sagte, das ist eine Sache, die man kritisieren kann. Ja, man hätte da öfter mal 'ne halbe Stunde Zeit geben können. Ja, das ist das Einzige. Ansonsten, ich bin zufrieden mit dem Start und ja, es war klar, dass solche Phasen kommen. Es war klar, dass solche Phasen kommen mit den Ergebnissen, dass wir nicht die erzielen, die wir uns vorstellen. Aber nichtsdestotrotz haben wir starke Spiele gesehen. Ähm, jetzt wirklich, Barcelona war das erste schlechte Spiel von uns, ne? Und da muss man jetzt mal sehen. Ja, das ist natürlich jetzt wieder eine Phase, die super spannend ist. Können wir gegen Bochum gleich wieder den Schalter umlegen oder rutschen wir tiefer rein in die Krise? Ähm, wie schwer wird der Pavlovic-Ausfall fallen? Wird eine Kompanie da jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und ein Kimmich vielleicht weiter nach vorne ziehen und ein Palhinha weiter nach hinten? Oder wird er 'n Palhinha opfern, ne, und 'n Conny Laimer bringen oder sowas? Das wird spannend zu sehen sein. Ja, man kann aktuell keinen Trend ansagen, ja. Das war jetzt die Startphase. Wir sind super reingekommen in der Bundesliga, wir haben gute Spiele gemacht und ja, jetzt geht's weiter, ja. Und jetzt wird man sehen. Wir haben 'n paar negative Ergebnisse gehabt. Jetzt haben wir 'n super negatives Ergebnis. Es wird wieder brennen medial. Da werden wir mal sehen, wie 'n Kompanie damit umgeht, wie die Mannschaft damit umgeht. Ähm Bochum, ja, erinnert euch an letzte Saison, ist jetzt auch kein auf dem Papier mit Sicherheit 'n Selbstläufer, gar keine Frage. Die haben aber nix zu verlieren, wir haben alles zu verlieren. Auch das wird richtungsweisend sein, ja, ob wir diesen Druck einfach abschütteln und da 'n lockeres Spielchen machen und den VfL wegknallen oder, ob's super schwer wird und ja, man den Druck dann merken wird, ja. Ähm Deswegen, es ist jetzt eine spannende Phase. Wir haben ja grade schon geguckt, so die Spiele, die dann folgen, ja. Das wird interessant werden, weil dann auch wieder sehr defensive Gegner dabei sind, wo man dann auch eine Spielidee braucht. Und natürlich können diese ganzen defensiven Gegner, die wissen ja auch, wie man gegen FC Bayern spielen muss, ja. Und, wir haben jetzt zweimal eine Blaupause gesehen von Frankfurt und Barca. Ja, einfach schnelles, direktes Spiel. Ja, und dann bist du anfällig, ja, gar keine Frage. Am besten erst einen Innenverteidiger rausziehen, also mit 2 Spitzenspielern einen rausziehen, die andere Spitze bleibt vorne, den Ball da rein. Das ist jetzt nicht wirklich schwer. Da muss eine Anpassung her, aber ansonsten bin ich guter Dinge. Ich freue mich auf die nächsten Spiele. Und nochmal, meine Meinung ist, Vinny soll an seiner Philosophie festhalten, ja. Die passt zu unseren Spielern, zu unserem Kader. Es wäre schön, wenn der ein oder andere Spieler mal mehr Chancen bekommt oder ein anderer Spieler mal weniger Chancen. Und natürlich muss man eine gewisse Anpassung da hinten vornehmen, ja. Das ist außer Frage. Aber jetzt zu sagen, man muss das komplette Konzept ändern, man muss wieder 40 Meter tiefer stehen und so 'n Scheiß, ähm, nein, fühle ich nicht. Aber entweder sagt man: „Jo, die Innenverteidiger spielen so wie bisher, dass die sich rausziehen lassen, den Gegner mitverfolgen.“ Dann muss halt ein Sechser, nicht Joshua Kimmich, ein Sechser, ähm, auf die Position fallen lassen, ja? Dann ist das kein Problem, dass wieder die Räume da trotzdem besetzt sind. Oder man muss halt sagen, die Innenverteidiger verfolgen die Spieler nicht, die übergeben die Spieler dann. So, ja, das sind die beiden Möglichkeiten, die man da jetzt anpassungsmäßig vorgehen kann. Ähm, ja, und das werden wir sehen, ne? Das wird spannend zu sehen sein. Ansonsten
ich persönlich bin guter Dinge. Ich gehe davon aus, dass wir den Schalter jetzt wieder umlegen können gegen Bochum und es werden ein paar Anpassungen kommen. Wie gesagt, vielleicht ist so ein bisschen die Frische das Thema, weil diese Spielart natürlich auch kräfteraubend ist und man hat schon die letzten beiden Spiele ein bisschen gesehen, dass wir ein bisschen weniger Dampf hatten. Vielleicht sollte man dann mal anfangen, ein bisschen zu rotieren, ne, was man so die ganze Saison immer predigt. So, ja, wir brauchen jeden Spieler. Vielleicht sollte man dann nicht warten, bis Spieler sich verletzen, wo die Verletzungen jetzt nichts mit der Belastung zu tun hatten. Aber vielleicht sollte man da versuchen, alle Spieler noch ein bisschen mehr mit zu integrieren, ja, dass die alle mal ein bisschen Spielzeit kriegen und dann nicht immer so aus der kalten Hose da performen müssen. Das wäre auch das Einzige, was man groß kritisieren kann, denke ich. Ich weiß, viele von euch sehen das ein bisschen kritischer. Viele von euch sagen, ja, die Spielweise ist viel, viel zu riskant. Damit werden wir kein Titel gewinnen, kein Blumentopf gewinnen. Weiß ich nicht. Ja, wenn ich die Spiele gegen nochmal Leverkusen und Stuttgart nehme, was starke Offensivmannschaften sind, die haben keinerlei Offensivszenen gehabt. Ja, war sehr wenige. So, wenn wir dann natürlich Frankfurt und Barca nehmen, die uns eiskalt einfach ausgekontert haben, ja, einfach durch schnelles, direktes Spiel, dann ist das natürlich super naiv. Ja, das muss man auch sagen. Ja, von daher bleibt es spannend. Und ich denke, wir werden auch die ganze Saison über durchgehende Meinung haben. Aber das ist auch gut so. Ja, sonst wird es ja auch langweilig beim FC Bayern. Persönlich, Ausblick ist gerade wirklich schwer, war. Wir sind jetzt gerade an so einem Knackpunkt, wo es in die eine oder andere Richtung gehen kann. Ich persönlich wünsche es Winnie, dass er die Ruhe behält, dass er an sein System weiter glaubt, das umsetzt, das perfektioniert. Und dann sehen wir weiterhin guten Fußball und dann denke ich auch, dass ein Titel bei rausspringen wird. Aber ja, nochmal, wir sind jetzt am Knackpunkt. Solltest du jetzt in Mainz irgendwie aus dem Pokal ausscheiden, dann wird schon wieder der Baum brennen. Ne? Weil dann ist titelmäßig schon wieder einer weg und dann wird der Baum brennen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Erst recht, wenn das dann irgendwie so ähnlich passieren sollte, dass wir 2, 3 Kontertore kriegen und ansonsten vorne nicht genug Tore schießen. Ne? Dann wird der Baum brennen. So, das ist auch klar. Aber am Ende des Tages, es ist ein neuer Trainer, der eine ganz neue Philosophie bringt, der ganz neue Vorstellungen hat. Und meiner Meinung nach, selbst wenn das passieren sollte, sollte man dem Trainer die Zeit geben. Ja, fertig. Guck mal, wir haben letztes Jahr gesagt am Ende der Saison, ja, vielleicht müssen wir das dann auch hinnehmen, dass wir eine titellose Saison spielen. Ja, wir haben das gesagt unter der Prämisse, dass man dann auch sagt, jo, wir binden 2, 3 junge Spieler ein. Das ist leider bisher nicht passiert. Ja, das ist so das Thema, was man vielleicht ein bisschen anführen kann, abgesehen von Michael. Die jungen Spieler durften alle in der Vorbereitung mal ran und danach leider nicht mehr. Ne? Das ist ein bisschen schade. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Etablierten bis zum Barca-Spiel wirklich gut performt haben. Ne? Und deswegen ist das jetzt gerade auch das so eine interessante Phase. Sollten die jetzt wieder nicht mehr so gut performen, was passiert dann? Hat Kompanie dann wirklich die Eier zu sagen, jo, alles klar, ich bringe jetzt einen Aznu, ich bringe jetzt einen Ibrahimovic, ich hole einen Irakunda hoch und hau den mal da auf die Außen drauf, anstatt da Kingsley Laman und Serge, ich komme nicht mehr nach vorne, ich weiß es nicht. Ja? Ich bin gespannt. Ja? Das sind die Themen, die wir aktuell haben. Aber ansonsten ist das alles Meckern auf hohem Niveau. Ja, wir haben uns die Tabelle gerade angeguckt. Ja, Champions League, natürlich, Leute. Ja, ist das unter unseren Erwartungen. Aber ich denke, gegen Barcelona kann man immer mal verlieren. Auch wenn wir es die letzten Jahre nicht getan haben. Und gegen Aston Villa, ja, mein Gott, kannst du halt auch verlieren. Musst du nicht verlieren, das Spiel. Ja, Grüße gehen raus an Manuel Neuer. Manuel Neuer ist auch gerade so ein gewisser X-Faktor. Ja, ich meine, wir das vielleicht nochmal abschließend nur. Das Thema ist durch. Ja, das ist mein Fazit. Aber vielleicht da nochmal ein, 2 Worte zu. Mal ein bisschen ruhiger, nicht so emotional wie gestern. Wir haben die ganze Zeit immer nur auf Opa und Minje drauf oder jetzt dann auch auf Kimmich, der da richtig schlecht aussah. Aber am Ende des Tages ist jeder Schuss, der aufs Tor kommt, drin. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das bei einem Torhüter wie Manuel Neuer.
Und dann könnt ihr mir alle nicht mehr erzählen, ja, das liegt daran, weil das alles so überragende Tore waren. Ja? Die waren alle unhaltbar. Und er in Frankfurt schon erzählen wollte. Nein, sehe ich persönlich anders. Das ist gerade auch so ein Thema. Wenn du dieses System spielst, wäre ein starker Torhüter natürlich Gold wert, der uns dann auch mal im Spiel hält. Ja? Der auch dann mal so einen verlorenen Zweikampf. Also die Innenverteidiger können nicht jeden Zweikampf gewinnen. Oder das klappt nicht. Ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So funktioniert Fußball nicht. Und wenn dann ein Innenverteidiger einen Zweikampf verliert und daraus eine Torchance entsteht, weil keine Absicherung da ist, weil das nun mal unser Spielstil ist, ja, dann muss ich auch mal einen Torwart im Tor haben, der vielleicht auch mal einhält. Ja? Der ein gutes Stellungsspiel hat, der richtig steht, der nicht erst 10 Meter vor, dann 20 Meter zurück tippelt und dann nicht weiß, wo ist das Tor, wo stehe ich. Ja, das ist gerade auch ein Thema, ja, was dann auch ein bisschen ein paar Sachen verfälschen. Ja. Da bin ich auch gespannt, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nur ansatzweise irgendwann wie mal eine Konsequenz von Winnie gibt. Ich würde es mir wünschen, ja, dann wüsste ich wenigstens, jo, der lässt Taten folgen, aber alles, was ich bisher gesehen habe zu diesem Thema, auch mit Koman und sowas, ist eher so Winnie, der versucht, die Spieler wieder aufzubauen. Ja, es hat ihm bei Minje recht gegeben, definitiv. Bei King, Leute, ich habe meine Noten auf. Die beste Note, die hier steht bei Koman, ist eine 3. Und das war nach einer Einwechslung. Ansonsten 3, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5. Warum spielt dieser Spieler trotzdem oder ist immer noch der Einwechselspieler Nummer 1? Eine Frechheit. Ja. Ich bin ein großer Fan davon, mal an einem Spieler festzuhalten, mal einem Spieler Chancen zu geben. Aber irgendwann, wenn du super viele Alternativen hast, irgendwann ist dann auch mal gut. Irgendwann muss man dann auch mal anfangen und sagen, jo, alles klar, komm, wir setzen jetzt mal auf einen jungen Spieler und geben dem mal die Chance. Ja? Ich meine, dass das geht, guckt euch Barca an. Ja? Das beste Paradebeispiel dazu. Naja, gut. Leute, das ist meine Meinung. Wie gesagt, wir haben jetzt natürlich auch viel kritisiert. Ja, das Video wird sich wahrscheinlich wieder viel zu negativ anhören. Also ich bin super zufrieden, ja, mit dem Start. Ich habe weniger erwartet, wie ich bisher gesehen habe. Und ja, das Spiel gegen Barca war jetzt so ein Negativknick, gar keine Frage. Aber alles andere war gut bis dahin. Ja. Wir waren teilweise ein bisschen naiv. Teilweise haben wir auch einfach Pech gehabt. Und wir haben einfach keinen Torwart mehr im Tor, der ansatzweise mal einen unhaltbaren hält, aber der noch nicht mal irgendwelche Schüsse hält, wo man sagt, ja, den kann man auch mal halten. Ja. Das ist gerade auch so ein bisschen ein Problem, denke ich. Und das ist auch kein neuer Hate oder sonst was oder auch kein Müller-Hate, was mir immer vorgeworfen wird oder ein Koman-Hate oder sonst was. Nein, Leute, mir ist klar, dass diese Spieler super verdient sind für den FC Bayern. Nichtsdestotrotz kann man deren Leistung kritisieren und muss die auch kritisieren. Ja, das sind Spieler, die 17, 20 und 20 plus Millionen verdienen. Ja. Und dann erwarte ich auch diese Leistung für dieses Gehalt. Und wenn die nicht da sind, kann man die Spieler kritisieren, ob sie super viele Erfolge für den FC Bayern eingefahren haben in ihrer Karriere oder nicht. Ja, das spielt keine Rolle. Wir reden immer über das Hier und Jetzt. Und nicht, was war vor drei Spielen, was war vor 3 Jahren, was war seit 10 Jahren. Das interessiert nicht. Wir reden immer nur über das eine Spiel. Ja. Und dann über diese eine Saison. Nur um das nochmal klarzustellen. Gut, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr zufrieden seid mit dem Start. Oder eher nicht so. Oder so mittel. Na, mal gucken, ob wir da eine Tendenz entdecken können. Aber ansonsten werden wir da natürlich das Thema am kommenden Montag, 18 Uhr im Stream natürlich auch nochmal aufmachen. Ne? Und dann können wir auch ein bisschen live darüber diskutieren. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.